die weltweit größte und einzigartige Ausstellung bei Treffen dieser Art. Und ich bin tief beeindruckt, dass du, lieber Minus, und die anderen Freunde aus dem Schaustellerbereich, aber auch Private, sich mit so einem Engagement dafür einsetzen, dass dieses tiefe Stück Kulturgut, diese Orgel, diese mechanischen Musikinstrumente in dieser fantastischen Form erhalten. Und dies ist ein wichtiges Instrument auch der Öffentlichkeitsarbeit der Europäischen Schaustellerunion und aller Schaustellerverbände, auch hier in den Niederlanden, von der BOBAG und von der NKB. Denn wir haben, wie ihr wisst, liebe Schaustellerkollegen, ja zurzeit die Diskussion über die Erhaltung oder Anerkennung der Kirmes- und Volksfeste als immaterielles Kulturgut. Und wenn wir Politiker und andere, die darüber zu entscheiden haben, ob diese Tradition der Schaustellerei, die ältesten Kirmessen in Europa sind über 1200 Jahre alt, und alleine das Wort Kirmes in der Landform, Kirchmesse, ist ja ein Beleg dafür. Wir haben ja den Vertreter des Klerus hier bei uns. Dass das also Einweihungsfeste sind, Neuerbauter Kirchen. Und wenn wir wissen, wie viele Kirchen es in Europa gibt und wie alt diese Kirchen sind, dann wissen wir, wie viele Kirmessen und alte Traditionskirmessen gibt. Und wenn wir diese wunderbaren Instrumente den Politikern vorführen können, dann ist das ein Eisbrecher, dann ist das ein Beleg dafür, dass es eine so alte Tradition ist. Und deswegen der große Dank der Berufsorganisation an all die, die dazu beitragen, dieses wertvolle Kulturgut zu erhalten. Und ich bin natürlich als deutscher Präsident auch gekommen, um mal zu schauen, wie viele der deutschen Orgeln mittlerweile hier in den Niederlanden gelandet sind. Und ich nehme das als Ansporn mit, auch an meine deutschen Schaustellerkollegen. Achtet diese Tradition, pflegt eure Orgel, versteckt sie nicht irgendwo hinten in der Halle, sondern zeigt sie. Und der Appell auch an die anwesenden Platzmeister und Verwaltungen, neben all den wunderbaren modernen Attraktionen, die wir auf den Volksfesten haben, auch Platz zu lassen für die Tradition, für die Orgel, für eine Schaubühne, wie Dame ohne Unterleib oder all die anderen Dinge, wie es ja auch wunderbar in Tilburg zum Beispiel mit der historischen Kirmes dort gezeigt wird. All diese Dinge sind wichtig, denn die Musik ist eine Himmelsmacht. Sie ist grenzüberschreitend. Und ich möchte Papst Pius zitieren, der gesagt hat, die Arbeit der Schausteller ist Gottesdienst am Volk. Und deswegen bin ich gerne hergekommen, gerne hier in die Niederlande, um euch Mut zu machen, an dieser wunderbaren, tollen Arbeit wirklich mit Kraft und Freude weiterzuführen. In diesem Sinne, einen schönen Tag, ein tolles Festival, wie wir in Deutschland sagen, Einigkeit macht stark und in Irland Endrecht macht Macht.